Bist du pratt oder bist du nicht pratt, Kali? Es ist pratt. Okay, da können wir loslegen. Okay. Heute machen wir voll über Lachen. Die verschiedenen Varianten. Nee, wir machen ein voll über Schwanz, über Titten. Worüber noch? Über Vulven, zusammen am Bett gehen, Se holen, se schummen, Schamhaar. Über se von der Palm rüsseln. Penisse, Schmuckkästchen, Futzen, Muschis, Eher. Sack, die Klangmännische am Boot. Nee. Ja, dann versteht kein. Du hast viel akademisch, Kali. Du kannst ja nicht mit höherer Wissenschaft kommen. Okay. Wir klären den Mystère ab. Wir schwätzen über Begriffe. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Eine Freundin von mir hat ein Jahr mir gesagt, ja, das ist gut, ich rasiere meine Vagina, okay. Und ich konnte im Moment überhaupt nicht drüber nachdenken, was hat du mir gerade gesagt, die war rasieren, weil ich war so, oh mein Gott, ich hoffe, dass du dir nicht den Vagina rasierst, weil der ist Bonnen an den Körper schulen und du es Vulva gemeint. Und da gibt es kein Haar. Es gibt vielleicht Leute, die du Haar haben, ich habe keine Ahnung, aber trotzdem gebe ich nicht zu rasieren. Ich meine nicht, dass in der Haar hat. Okay. Für am Zeug zu kommen. Aber also Punkt. Es gibt relativ viel Verwirrungen, was Terminologie angeht, für Geschlechtsdelen. Oh ja. Für allem, wenn es Geschlechtsdelen hat, die größtenteils Frauen haben. Ja, viele Leute meinen manchmal mit Vagina einfach das Ganze. Vagina ist du bei einem der bannigsten Teil, den Kanal zwischen der Vaginaöffnung und, oder respektive der Vulva und der Gebärmutter. Das Bausen nennt den Vulva. Allmählich verschiedene Leute benutzen allmählich verschieden. Wieder, wie wir für an der Intro ein bisschen abgezählt haben, gibt es nämlich noch wieder, die wahrscheinlich ein bisschen mehr im umgangssprachlichen Bereich mehr gängig sind, wie Vagina und Vulva. Zum Beispiel Schied. Korrekt. Es hat nicht so was hin. Doch, es gibt ja nicht mega viel. Also für Ja. Vulva zu bezeichnen, fallen wir da spontan 3 an, während beim Penis, da geht es da mehr. Also im englischsprachigen Raum geht da verdammt viel. So. Ja. Am Lützebäuerchen, Bonz, Full, Shape. Jumpy. Vorher so ein bisschen, für was verwenden wir die Angwürder hier im Podcast und nicht die anderen? Sind die eigentlich besser wie die anderen? Ich zum Beispiel benutze den Begriff Vulva, weil, wie du schon gesagt hast, Vagina ja quasi nicht mehr den bannigsten Teil bezeichnet, während Vulva das ganz genital ist, also mit den Lipsen, mit der Klitoris und so weiter. Und sowohl Vagina wie auch das umgangssprachlichen benutzten Schäd kommen am Anfang vom Ursprung hier von dem Begriff von der Schwertschäd. Also quasi das Schwert, was irgendwo rangestochen wird, für das es protegiert ist. Ja, das hört sich wirklich nicht so schön an. Aus der Chain hat einen mega sexistischen, nicht sexpositiven Ursprung und es gibt kein Alternativ für den Teil vom Körper zu bezeichnen. Voilà, und dafür so nicht einfach Vulva, obwohl es am Anfang ein medizinischen Term ist, den aber an den letzten Jahrzehnten immer mehr an sexpositiven, feministischen, aber auch an der Gesamtgesellschaft benutzt wird, für genital zu bezeichnen, was oft einfach als so do innen oder Schmuckkästchen oder Mimi Am Schritt. oder am Schritt Zwischen den Beinen. bezeichnet genau. Und was am Anfang so ein bisschen nicht da ist, du dir immer, boah, den einen hat Wutz und du hängt etwas und bei dem anderen ist halt
der Gegendeel du das neicht du quasi Oder ein Loch. oder ein Loch und das stimmt halt Schlimmste einfach Fall. nicht. Das ist ein mega komplex Genital mit einer Klitoris, die mega kompliziert ist und 8000 Nerven anhört im Gegensatz zu einem Penis, den nur 4000 hört. Also nur nicht für sie gegen den auszuspielen, aber du hast etwas quasi und dafür fand ich es wichtig, doch richtig zu benennen. Ja. Und apropos richtig benennen, übrigens ist die offizielle Bezeichnung an den Biosbücher für Deler von der Vulva noch immer Schamlippen. Da stellt sich mir auch froh, für was muss sich für seine Lippen schummen? Also, dass ihr Genitalien hört, dass ihr nicht, wohin sie schummt und sie dann auf Deutsch zum Beispiel auch die Scham für die Vulva zu bezeichnen. Ja. Und dafür so eine auch zum Beispiel Vulva-Lipsen, einfach für die Konnotation da rauszukriegen. Vulva hoher. Vulva hoher, ja, am Platz Schambehaarung. Wobei Schambehaarung aber auch für alle Geschlechter benutzt. Ja, das kann gut sein. Ja. Oder Intimbehaarung. Wobei Ja. ich das, also Mehr das, intim und dann auch im Satz Ja. von... das ist aber muss privat, verstopft darüber sein. schwarz nicht. Und Ja. so. Ja, das war... Ich hatte immer ein Problem für Schäden zu suchen, weil ich die klar war, dass du mir da ein Schwertschäd gemengt hast und dann in dem Moment den Penis, den Schwert ist, den an Schäd muss gestochen gehen. Du nur hast mir bewusst gehen, bon, Vagina ist just einfach Schäd auf Lateinisch, das heißt genau dasselbe. Voilà, das heißt, du hast viel zwischen der Lützeburger Version und der lateinischen Version für einen mega problematischen Ausdruck. Das ist ziemlich traurig. Ja, das Mir was mich genauso traurig möchte, als wenn man sich vorstellt, wie oft zum Beispiel Schäd oder Muschi oder Vagina gesagt wird, für das ganz zu bezeichnen, wo geht das nie gemacht gehen, gibt nie gesagt gehen, Penis für einfach alles zu bezeichnen. Nein, natürlich sind zum Beispiel Schwanz an Ehe oder Penis an Hoden. Gibt nie drauf kommen, für Penis zu so an Hoden matt zu mengen. Ja. Das ist einfach absurd. Das ist einfach ein komplett anderes Körperdeel, weil er eine komplett andere Funktion hat, komplett anders strukturiert. Das ist einfach blöd. Mir werde ich da auch erstaunlich fanden, als dass ihn aber viel mehr oft Penis, das Wort an den Mund hält, nie. Ja, okay. Ich fand erstaunlich, dass ihn einfach mehr sich traut, das Wort Penis zu sagen, und dass es normal ist, wie zum Beispiel Schäd oder Vulva oder dass ihn überhaupt ein Wort dafür hat. Und also ich kann mich erinnern, die Zeit, wo ich am Lycée war oder auch an der Primärschule, und wie oft du pro Woche Penis einfach so gebelehrt gehen hast oder auch Penis so an Tafel gemalt gesehen und so, während ich meine, Also für ein Vulva zu malen, musst du schon ein bisschen künstlerisch begabt sein. ja, mit das so präsent irgendwie. Ja, ich weiß genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Das war... also ich sehe den einfach mal Das ist schambehaftet. ernst. Der Punkt ist, es ist nicht ein von denen wir da besser wie das andere, aber es ist wichtig zu wissen, wie ihr was nennt. Das ist unter anderem wichtig, wenn ihr beim Doktor ist oder worüber ich gelesen habe, dass Kanner die richtigen Begriffe kennen, weil wenn sie auf bestimmte Plätze angepackt gesehen von der Wurstner, was nicht okay ist, dass sie das können genau benennen, dass sie nicht dann irgendeine Umschreibung oder irgendein Wort, was durch etwas anderes, wie am Englischen, wo kann er beigebracht kriegen, dass sie das weibliche Genital Cookie nennt. Und wenn ein Kind seiner Mom sieht, es wird ein Cookie angepackt, da weiß sie vielleicht nicht unbedingt, dass das Kind gerade sexuell belastet gehen ist. Du dirst lachen am Podcast. Du musst doch nicht dein Mikro ausmachen können. Ja, aber das mal so unpassend vorkommen, auf der Platz zu lachen. Ja, aber es ist einfach so absurd. Ja, das ist mega absurd. Lachen ist eine relativ okay Reaktion darüber. Das heißt aber nicht, dass die anständigen Begriffe, die medizinischen Begriffe an all Kontext muss benutzen. Natürlich benutzt sie vielleicht andere Begriffe mit seinen Kollegen oder mit seinem Partner. Also du möchtest jeder wie er will, aber es muss ihn zumindest konfrontiert gesehen mit den richtigen Begriffen und auch vielleicht ein bisschen über den Ursprung von den Begriffen abgeklärt sind. Also zum Beispiel, ich meine, ich persönlich schon bis vor ein paar Jahren nie darüber nur gedacht, dass Schamlöpsen oder Schamhoher, dass das mit Scham, mit Schummen kein zu dienen haben. Dem Moment natürlich wusste, dass das Gedicht ist, wusste, dass dem bewusst war,
kannst du nicht mehr ausblenden und du warst so, okay, ich kann das nicht mehr benutzen, weil das ist einfach nicht okay. Ich verstehe aber auch, weil Leute das benutzen und dass das nicht unbedingt eine schlechte Intention ist oder dass sie nicht unbedingt das oder mengen, was das eigentlich heißt. Weil du lehrst nicht an der Schule, kann er das nennen, den Schamlipsen, weil dafür soll er ihr schummen. Ne, das ist einfach viele andere Begriffe, die ihr lehrt, da wo ihr vielleicht überhaupt nicht drüber nachdenkt, was das überhaupt bedeutet. Ja. Und was man auch noch dazu auffällt, dass ein Matkanner soll open über hier Genitalien schwätzen, aufgesehen davon, dass es der wichtigste Faktor natürlich in der Gewaltprävention ist. Also auch weil, also wie mir Begriffe ausschwätzen, aber mir als wie die Begriffe schummen, kann er überholen das. Also ich weiß mal nicht, für was sie sich dafür schummen. Aber sie schummen sich quasi automatisch so ein bisschen internalisiert. Aber wenn ihr einfach seht, okay, du hast du ein Vulva oder du hast du ein Penis und das sind Hoden und das sind Nippeln, ohne sich dafür zu schummen, lehren kann er einen anderen Zugang auch einfach zu ihrem Körper. Ja, kann er genehmigst, oder? Und am Anfang sind die sich am meisten schummen, die erwürzen. Ja, das ist komplett Müll. Da sehen sie in Kant gibt so, das tun an den Fanger, und das tun an den Fuß, und das tun an den Nubel. Und dann aber bei den Genitalien, wenn man anfängt, so mega komische Begriffe. Das so, ist ein Pipi-Mann, weil du Mutter möchtest nicht mehr Pipi. Oder das ist ein Sisi, oder was auch immer für Begriffe. Also die Begriffe, die kann man gegenüber benutzt, die sind einige andere, wie die Erwachsene in der Tisch benutzen. Aber ich meine, wenn ihr nicht gewinnt, dass die wieder zu benutzen, kann es einen gewissen Hemmschwelle geben. Aber wenn ihr mit seinem Kant von klangem an dann die richtigen Begriffe benutzt, merkt ihr nicht irgendwann nicht mehr. Also das ist einfach dann die richtige Benennung für bestimmte Körperteile, genau wie bei anderen Körperteilen auch. Ja, ich denke von einer hier vom Herren, die ihren Koppeln, die Kanner kriegen, immer Uroden, wenn sie kann nur wickeln, so quasi so Wickelgespräche als wäre, wo sie dem kann zählen, okay, da und da sind der an der Körperdeler, so was du ab Wahl kommen so, für 4 Jahren, seitdem kann er klein sein, quasi zu lehren, auch, weil sie mit ihrer Kanner können darüber schwatzen, an die Scham, die sie am Anfang über Sex zu schwatzen, wie von ihrer Kanner Hund einfach schon für klein aufzubauen. Voilà. Dazu nicht klar. So soll es sein. Ja. Es soll nicht irgendwann mal 13 recht aufhören, also wenn kann 13, also wenn mal so, wir müssen da über etwas schwatzen, so wenn ihn von kleinem Mund mit der Kanner open über die Sache schwatzt, da geht das nie zu seinem awkwarden Moment. Okay, Tassi, schau das erst. Furzeschleim. Genau. Das ist ein anderes Wort. Aber wie kann ich das noch nennen? Ausschluss. Oder Vaginalflüssigkeit. Da, das ist richtig. Die rausläuft. Mhm. Ganz schön, Tassi. Ich werde etwas anderes schwätzen. Ich weiß, das ist dein Lieblingsthema. Nee, hallo. Tassi, schau das erst, weil er los schwätzen wir über Sex. What? Yes! Hat er nicht gedacht am Sex-Podcast? Sex, also ist auch ein relativ unkonkreter Begriff. Was meint den Nummer da? Meint den Nummer da Oralsex, Analsex, penetrative Sex oder irgendetwas anderes? Ja, wir machen auch kein Folge über was heißt Sex. Nein, wir machen eine Folge über wie kann ich so präzise wie möglich benennen, was ich meine, für auf eine optimale Art und Weise zu kommunizieren mit meinen Mitmenschen. Okay. Wie kann ich dann über Sex kommunizieren? Was gibt es für Begriffe? Ficken? Und Bad gehen? Man nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie das kann entstehen, die Umschreibung. Das klingt absolut langweilig. Das klingt nur... Ja, aber ich fand aber noch irgendwie... Also ich fand irgendwie okay. Aber es schläft ihn nicht. Also... Ich verstehe, dass die Leute Bedürfnis so kreativ mit Spruch umzugehen und dass es verschiedene Synonyme gibt, für das selber zu bezeichnen, an Metaphern, an Analogien, und das ist alles schön und gut. Aber Sarah ist bei Sex und alles, was du mit zu dir an Genitalien, als die Problematik, die ich da gesehen dass es damit zusammenhängt, dass es den Leuten wirklich unangenehm ist, Sachen beim Numm zu nennen. Es ist nicht einfach nur, ich benutze nur zur Aufwäslung ein Synonym mit so
ich fühle mich mega unwohl, wenn ich Vulva soen und ich fühle mich nicht mehr wohl, wenn ich Foot soen. Also es geht schon ein bisschen weit wie just Umgangsspruch benutzen. Ja. Ich merke das ja auch, wenn ich an einer Klasse Workshop mache zum Beispiel. Da kommen entweder Wörter, die mega vulgär sind, für zu überspielen, dass die Jugendlichen sich irgendwie schummen und die so dann so, oh ja, schon das Rugeholl oder keine Ahnung, Fecken benutzen sie auch gern, Vögeln. Oder sie trauen sich überhaupt nicht zu sagen, um was es geht. Und also, ja, wenn ihr das dann mitnehmen möchtet, oder wenn ihr sich dann Mino könnt, oder wenn es dann endlich so weit ist. Also, das quasi die zwei Extreme oft gilt, die aber genau dasselbe so, nämlich, dass ihnen sich unwohl immer fehlt. Mhm. Also, Heinz, du hast natürlich auch verkehrt sind. Also, zähl dir zum Beispiel, ich hatte Sex, voilà, für irgendwie etwas, was so viel mehr Erklärungen brauchen, einfach kurz zusammenzufassen, mit einem Satz auf den Punkt zu bringen. Also ich meine, so Beschreibungen sind natürlich auch erfüllen natürlich auch einen bestimmten Zweck. Oder dass ihr Vulva seht, am Platz Orgasmus alles aufzuzählen, was dazu geht. Also ich meine, Vulva ist schon relativ präzis. Just, dass eben auch zum Beispiel rausgefunden ist, dass vor Leute Vagina soen oder umgangssprachlich wieder wie Muschi oder Futz, dass ganz, ganz unterschiedliche Sachen da mengen, dass die einen zum Beispiel die Vagina mengen, die andere die Vulva, die andere das ganz, nach anderer just der Kitzler. Also das heißt, aus sich, wenn Leute die wieder benutzen, wissen nie so ganz genau, welche Körperteile sie da eigentlich mengen. Ja, das war. Und dann ist natürlich auch die Schwierigkeit, dass, also nicht nur, wenn du mit fremden Personen über deinen Sex schwätzt, aber auch einfach, wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin beim Sex schwätzt, dass du nicht gut beschreiben kannst, was du meinst, wo du willst angepackt gehen, wie das soll passieren. Ja, also ich meine, das ist der größte Unterschied, ob du siehst, pack mich zwischen den Beinen oder ob du siehst, pack mein kleinen Lipsen oder mein Kitzler Vierhaut. Also das ist einfach ein riesen Unterschied. Ja. Voilà, das, oder pack also nicht wirklich ja. präzise Begriffe wie so Himmel oder was auch immer, Kuss oder Drück mich fast, drück mich los. Ja. Was das mit Leif machen, Tassi? Ach. Ja, das wie man nicht schlafen. Nee, das ist ein bisschen mehr schön, aber. Also du meinst die auch immer damit, dass in die Person gerne hört, mit der ihr Sex hört. Also der klingt so ein bisschen du mit. Das ist nicht einfach nur so casual Sex ist. Ja. Ach, für mich ist das so eine mega eklige Konnotation von irgend... so eine Konnotation von ich will Leif mit da machen an so ganz viele Vorstellungen von so also in manipulieren oder ivarierten oder wie? Ja, an so romantisierende Vorstellungen, die oft auch mit einfach oder so einer Art von Männlichkeit verbunden sind. Oder auch vier Gaukeln, da sind ab einem just für einen Platz kriegen. Ja, ein bisschen so, ja. Okay, die Konnotation ist gar nicht. Ja. Und also das ist, ich meine, alle unterschiedliche Wörter hat für Serien halt eine andere Konnotation. So. Also der Grund für was mir zum Beispiel am Podcast so dass das ein Penis ist, weil halt das die geläufige Definition ist und das ist ein Vulva, das haben wir schon genug erklärt. Aber zum Sex zum Beispiel, ich fand, für mich aus all den unterschiedlichen Wörtern habe ich einfach Sex als die am neutralsten nach Woa geholt, so, weil, also, ich fand, auf all einer Art und Weise kannst du das irgendwie falsch machen oder irgendwann Face trippeln oder wo irgendwen sieht, so, mit das, also in meinem Kopf mit irgendwelchen Konnotationen verbunden, die ich nicht als angenehm empfanden oder das ging ich nie so in. Ja, das man auf viel belastet einfach. Ja. Und es tut auch für mich etwas wirklich Befreiendes, einfach die richtige Feder zu benutzen, weil du einfach von klangem nur gelöscht kriegst, nicht die richtige Feder zu benutzen. Und dann bin ich also so, ich schumme mich nicht, ich stehe nicht so, das sind so heiße meine Körperteile nun mal, ich nenne die richtige Feder, also für mich wird das wirklich schon etwas
Also für mich trägt dadurch einfach eine Open-Haltung par rapport zum Thema insgesamt aus. Das nicht nehmen, das ist ein bestimmter Approach par rapport zu Sex, par rapport zu seinem eigenen Körper. Nicht für sich wegstrecken, mit zu sagen, voilà, ich stehe dazu. Ja, aber ja, ich meine, dass für Leute, es kann mega empowernd sein, also quasi positiv bestärkend, wenn sie Sachen können beim Namen nennen. Oder auch zum Beispiel bei Leuten, die trans sind oder intergeschlechtlich oder nicht binär an irgendwie auch mit denen Bezeichnungen, die quasi an dem Biosbuch liest oder auch am Mainstream, weil ich fand zum Beispiel Vulva als auch ein Begriff, den relativ einfach an den Mainstream übergegangen ist, die sich mit denen Begriffe nicht können identifizieren oder einfach hier Körper, die nicht wollen, die man da bezeichnen. An in der queerer Community zum Beispiel ganz viele neue Begriffe für Genitalien wie Dickklit oder Penivagitus. Oder zum Beispiel schon ein Transmann kennengelernt, der für sich als ihn war deutschsprachig gesagt hat, ja okay, das ist halt mein Möse und der ist halt männlich so. Aber für die Person war halt Möse zum Beispiel ein empowernden, ein positiver Begriff. Ja, also ich meine, ich so, dass die sozusagen medizinisch Offizialtermen für mich etwas Bestärkendes haben, mehr an einem ersten Schritt oder für verschiedene Leute eben im Generellen, wo das überhaupt schon seine Genitalien zu benennen und nicht davon zu sagen, am Schritt oder zwischen den Beinen etwas Bestärkendes. Also das ist schon mehr wie viele Leute überhaupt machen. Ja, absolut. Auf jeden Fall noch bei Kanner, als haben sie so die Haltung, dass sie Kanner von Sexualität irgendwie weghalten, dadurch, dass sie so kannerische Begriffe irgendwie noch verwandt. Also das ist wirklich insgesamt keine sexpositive Haltung, weil es so Message, ein impliziten Message natürlich, das nicht explizit ausgeschrieben wird, vermittelt den impliziten Message, dass Sex etwas Schlechtes ist. Etwas Knastiges, Genitalien, etwas, wofür sich muss schummen. Voilà. Wo ein Hexens drüber schwätzt, wenn es da mal um Hygiene oder Gesundheit geht. It's not true. Not true. Korrekt. Ja, auf jeden Fall, also wir gingen uns natürlich auch dafür interessieren oder uns freuen, wenn dir uns so, weil dir die Begriffe seht, weil, also wir machen diesen Podcast ja nicht für euch selber. Natürlich ist es wichtig, auch zu hören, mit welchen Begriffen dir echt wohlfühlt, wer da die Sache fand, die man suchen, wer da fand, dass man Begriffe benutzen. Dass wir überhaupt schwatzen. Wie fand er das so? Sollen wir vielleicht eine halbe Stunde Musik senden am Platz? Für eine Musik kommen wir aber nur noch zu einer von unseren Rubriken. Ist das normal? Ist das normal? Ist das normal? Ist es normal, Gleitmittel zu benutzen? Ja. Aber für allem bei penetrativem Sex sind Spaut oder Gleitmittel auch wirklich wichtig. Und abgepasst, wenn es darum geht, etwas anal anzuführen, ist Gleitmittel sogar unumgänglich, weil den Anus, anders wie die Vagina, keine eigene Flüssigkeit produziert. Mit Gleitmittel kann Sex allgemein mir angenehm und mir einfach machen. Wenn ihr Gleitmittel kauft, soll ihr darauf aufpassen, dass es wasserbasiert ist und nicht Urlich-basiert. Weil Urlich verdreht sich nicht so gut mit dem Latex von Kondomen zum Beispiel, und die können da reißen. Gleitmittel gibt es mittlerweile auch richtig viele Variationen, sogar bio und vegan. Da ist für alle Menschen etwas dabei. Es gibt aber Leute, die sagen, sie benutzen nicht so gerne Gleitgel, weil sie da mal noch spüren und noch sensibel sind. Du hast Spaut eine super gute Lösung. Am Anfang schon, den sich vielleicht ein bisschen für seinen Partner oder seine Partnerin zu speizen, aber die können das ja mal ausprobieren. Also es normal während dem Sex ob mal nicht mehr angeturnt zu sein und keine Lust mehr zu haben. Ja, es meint den immer durch Filme und Pornoen, dass Sex so eine Steilkurve nach oben ist, wo ihn immer mehr Lust auf ihn kriegt und dann haltet man einen Orgasmus ab. Das ist dicke Quatsch. Ganz aufgesehen davon, dass nicht all oder auch viel Sex nicht mit einem Orgasmus abhält, ist Sex kein linearer Prozess. Das heißt, passieren halt mal witzige Sachen, es muss in die Toilette,
Et will niewer abes schwatzen oder et kriegen Hunger. Swat, dir versteht, was ich mengen. Sex kann intensiv sein oder auch nicht. Lues, hart, zärtlich, traurig, Spaß machen oder süß nur gerade so Langweil vertreiben. Und das kann sich auch alles innerhalb von kurzer Zeit, wenn ihr Sex wird, verändern. Also ist es absolut normal, wenn ihr sich während dem Sex auch einmal nimmer ugeturnt fühlt, aber keine Lust mehr hat. Wenn ihr dann nimmer weitermachen will, soll ihn der Person oder der Person, mit denen ihr Sex wird, das mitteilen und die müssen das respektieren. Ist es normal, sich nicht zu verleben? Ja, das ist normal. Es gibt Leute, die sich seelen oder nie verleben. Darüber wird aber am Anfang nicht geschwärzt, weil immer angeholt wird, dass romantisch Leben oder romantische Beziehungen etwas ist, was alle Leute wollen und können. Dem ist nicht so. Verschiedene Leute bezeichnen sich zum Beispiel dafür mit dem Begriff aromantisch. Die Viersilbe heißt nicht, also quasi nicht romantisch. Was aber nicht heißt, dass sie keine sexuell, freundschaftlich oder familiäre Beziehungen wollen haben. Wenn ihr par contre kein oder wenig Interesse an Sex hat, kann ihr sich mit asexuell bezeichnen, also quasi nicht sexuell. Das heißt aber nicht, dass asexuelle Leute keine Beziehungen feiern, kein Interesse an Intimität oder Körperkontakt haben oder nicht aber an bestimmte Situationen wollen Sex haben. Asexuell, genau wie aromantisch, ist ein Überbegriff für viele verschiedene Leute und eine Selbstbezeichnung. Das heißt, es dezidiert ihr selber, wen das für sich definiert und auslebt. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt uns auf sex@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwortet ohne dass man Namen nennen. Und über Feedback freue mir ist natürlich auch. Dir fand méi bei Sex auf Facebook, auf Instagram und um Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewinnten Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS gibt alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.